Greveschloss vu Kersch. Melusina, hallo Nickelchen, ich sinne dacht, Maisi. Oh, singst du so schön. Gene, und du sollst nicht durch die Schlüssellach losen. Wei, ich will just lauschen. Bestimmt kennt ihr die Geschichte von der schönen Melusina, die über die Stadt Lützeburg fährt. Me wusste auch, dass der Graf Siegfried, den sich an sie verliebt hat, ein Kercher Burgherr war. Jen hat den Pakt mit dem Teufel geschlossen, dass denen sollt über die Nacht ein Schloss um Bockfels bauen, mit einer Straße, die von Kerch aus dahin gefauert wird, sodass Hem und Melusina zusammen konnten bleiben, weil hat nicht von seinem Bockfels fort wollt. Mir geht nicht für nicht. Für das sein Wunsch geht an Erfüllung gehen, hat der Graf dem Teufel misse sein Seil versprechen. 30 Jahre hat hier noch zu leben. Am du kommt den Tag, wo dat aufkommen sollt angelesen gehen. Der Siegfried hat all sich Freunde auf ein großes Fest angelöten. Die Kercherburg gouf streng bewährt, a kein Fremde kom unbemerkt ran. Im Mitternacht aber stung auf einmal ein deisterer Ritter, groß wie ein Haus Giewel, Matzen am Raum, für den Siegfried mat zu holen. Der Graf hat just Zeit, seine Freund Eddie zu suchen. Dann hat den Teufel hier beim Arm gepackt und ist mit ihm zur Fenster rausgeflogen. Ob dem Graf Siegfried sein Seil an der Hell gelandet ist oder ob es just sein Körper war, darüber sind sich Geschichtenerzähler bis haut nicht eins. Trotz der Legende kann Greveschloss, die schöne Flachlandburg am Dälche von der Gieweler Berg, nicht dem Siegfried sein Daheim gewesen sein, weil es goverecht gegen Ende vom 12., Anfang vom 13. Jahrhundert vom Wierich I., Herr von Kerch als Seneschall von Lützeburg gebaut. Der Burgfried, auch Hexenturm genannt, als grad wie die Bausemauern am spätromanischen Stil gebaut. Hier noch war Haut nimmen 11 Meter hoch, mit demals wird hier noch bald 30 Meter brücht, aber war damals von der größten aus der Region. Im 1300 goufen am gotischen Stil umgebaut. Ende vom 14. Jahrhundert goufen größere Umbauarbeiten durchgeführt. Ein gotischen Hauptbau an 2 rechteckige Türme auf der Südseite kommen dabei. Haut das just nach den Turm am Südwesten erhalten. Red Chaussee als Kapelle, die dem Helge Michel geweiht ist, auf von der den Numm Kapellenturm hier kennt. Echte Stadt als ein Wurchtraum innerburcht. Zwischen 1580 und 1585 goufen noch einmal tiefgreifende Veränderungen. Das kam am Renaissance-Stil durch den damaligen Besitzer, der Jacques II. Von Raville. Hier hat aber Einzelelemente von der Verteidigungsanlage weiter bestehen gelassen. 1721 gouf der Südflielig am Barockstil umgebaut. Mit vom 17. Jahrhundert goufen weiter Arbeiten um Burgareal durchgeführt. Wohngebäude mit Prunksaal, Gemächer, Kapell, Kirchen und Annexen entstanden zu der Zeit. Du singst so schön, Maisi. Es klingt ja auch wunderschön hier an dem großen, edlen Saal. Nicht wie an einem Bootzimmer. Und das Kind, den euch steuert. Was Kind du hast, kannst du aber auch nicht richtig berühren gehen. Das aber auch Kind und immer Tomate gehalt. Oder? Ja, hinter der zweiten Halbstunde vom 18. Jahrhundert haben die Kirchenherren die Burg nicht mehr bewohnt. Sie gouf nicht mehr an der Reihe gehalten und dadurch loserlos unbewohnbar. Der vierletzte Besitzer, Pierre Flammang, hat nur 1950 verschiedene Sicherungsarbeiten gemacht. Der Moment als Burg Eigentum vom Lützeburger Staat. Zwischen Ende der 90er Jahren sind Arbeiten für die Sicherung und Dokumentation von der historischen Substanz am Gangen. Das am Hinblick auf ein Projekt für neue Infrastrukturen mit kultureller Ausrichtung. 200 Meter westlich vom Greveschloss stand früher noch ein Burg, das Focke-Schloss, von dem aber haut nicht mehr zu gesehen ist. Sie war der Sitz von der zweiten Kercher Rittersfamilie, Fock von Hübingen, die quesch durch das Land verspreit war, auf viele Ländereien hat. Der Numm Focke-Schloss stammt aus dem 15. Jahrhundert, mit Burg als möglicherweise mehr alt wie Greveschloss. Soll der Graf Siegfried eher von da hier kommen?